Okay. Hey, ich freue mich mega, heute hier sein zu dürfen. Ich habe diese Predigt jetzt schon zweimal gehalten im ICF Basel-Land und im ICF Lörrach. Und heute darf ich zum dritten Mal machen, aber mir ist es nicht langweilig geworden, weil ich weiß, dass das, was ich vorbereitet habe, dir heute helfen kann. Und es ist jetzt mein mutiges Versprechen heute Morgen für dich und vielleicht für dich online. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, was wir gemeinsam jetzt hier im Gottes Wort zusammen lesen und umsetzen in unserem Leben, dann verspreche ich dir, dass du nachher zufriedener und glücklicher aus diesem Raum nach Hause gehen wirst, als du hineingekommen bist. Ich spitze es noch ein bisschen mehr zu, okay? Wenn du dir das zu Herzen nimmst in dieser Predigt, wird dein Leben besser als vorher. Also no pressure für mich, aber ich habe jetzt mal alles so vorbereitet und ich meine das wirklich so. Schau, es gibt etwas in deinem Leben, das dir alles verderben kann. Und ich möchte über dieses eine Thema reden, das dir alles zerstören kann und auch wie wir davon loswerden von diesem einen Thema. Wir sind in der Adventszeit und du kannst die schönste Adventszeit haben, die du dir hättest ausmalen können in deinen Träumen. Das schönste Familienfest, die saftigste Gans im Ofen, die brät. Gesunde Kinder, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Haus, alles. Aber wenn du dieses eine Thema nicht los wirst, kann alles vergiftet werden. Und ich möchte gerne über dieses Thema, ich sage dir, um was es geht. Es ist Vergleichen. Vergleichen vergiftet. Und ich sage dir, Vergleichen vergiftet alles. Alles, was du hast, alles, was dir geschenkt wird, wird durch Vergleichen ungenießbar, weil es vergiftet wird. Ich habe 3 kleine Kinder und die lieben Milch. Die dürfen jeden Tag Milch trinken. Wir sind so großzügig als Eltern. Und ich sage dir, wenn du den Kindern die Becher aufstellst und einem Kind 1 Milliliter mehr Milch als dem anderen einschenkst, wird die Milch ungenießbar für das eine Kind. Wenn du dem einen Kind mehr Schokoladenpulver als dem anderen in die Milch gibst, wird die Milch vergiftet. Das ist ein Wunder, jedes Mal. Die Milch ist ekelhaft. Würdest du sie in einen separaten Raum tun und dem einen gibst du so viel Schokolade, dem anderen gibst du einen Schluck Wasser und dem anderen vielleicht so viel Milch, alle wären happy, alle wären glücklich, aber Vergleichen vergiftet alles. Wenn du Kinder hast, gebe ich dir jetzt einen Gratis-Tipp. Weihnachten steht bevor. Wenn du möchtest, dass dein Familienfest nicht ruiniert wird, dann gib allen Kindern gleich viel Geschenke. Oder? Schau, dass nicht vielleicht eines viel größer ist als das andere. Vielleicht unabhängig von Kindern, in der Adventszeit, wir treffen uns ja vielleicht triffst du dich mit deiner Familie, Bekannten, Anhängern und so weiter. Vielleicht kennst du das. Du bist ein glücklicher Single. Du bist happy, dir geht's gut, du bist Single. Aber dann treffen sich alle, deine Geschwister, mit ihren Partnern und du stellst fest, du bist die einzige Person, die noch Single ist. Und du warst glücklich vor dem Weihnachtsfest und jetzt wird alles verdorben. Oder du hast eine Freundin oder einen Partner oder wie auch immer und du kommst ans Familienfest, aber ihr seid die Einzigen ohne Kinder. Und plötzlich, du warst glücklich, verdirbt der Vergleich alles. Vergleichen vergiftet alles und ich sage dir warum. Vergleichen macht das groß, was du nicht hast und blendet das aus, was du eigentlich hättest. Vergleichen vergrößert das, was du nicht hast und verkleinert das, was du eigentlich hast. Das Problem beim Vergleichen ist, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Immer. Es gibt immer jemanden, der schöner ist als du.
Ich weiß, für gewisse Leute ist das schwer nachvollziehbar. Es gibt immer jemanden, der ist scheinbar glücklicher als du, hat mehr Geld wie du, macht schönere Ferien wie du. Es gibt immer jemanden, der ein besseres Haus hat wie du. Immer. Es gibt auch immer jemanden, der etwas besser kann als du. Wenn du denkst, du bist gut in irgendeiner Kategorie, dann geh mal auf YouTube. Und ich garantiere dir, es gibt irgendwo einen kleinen Chinese, der es besser kann und schneller als du. 100%. Vergleichen vergiftet. Weil beim Vergleichen entsteht Neid. Und du verlierst aus den Augen, was du eigentlich hast und wofür du eigentlich dankbar sein könntest. Schau, vergleichen kann dir sogar die Gnade und Liebe Gottes ungenießbar machen. Wusstest du das? Gottes Großzügigkeit kann dir durch den Vergleich verdorben werden. Ich möchte mit euch ein Gleichnis vorlesen, das Jesus erzählt hat. Und er redet über das Reich Gottes. Matthäus 20, 1-15. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er sich mit den Arbeitern auf 1 Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in den Weinberg. Und als er um die 3. Stunde ausging, sah er andere ohne Arbeit auf dem Marktplatz stehen und er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die 6. und 9. Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die 11. Stunde ausging, fand er andere dastehen und sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag hier, ohne zu arbeiten? Sie sagten zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Also wir sehen hier einen Gutsherrn, der verwaltet einen Weinberg, sucht Arbeiter. Und wir müssen verstehen, Tagelöhner waren damals ganz arme Menschen. Die waren jeden Tag aufs Neue darauf angewiesen, dass sie einen Job bekommen. Jeden Tag stehen die da auf dem Marktplatz und sind auf die Güte eines Gutsherrn oder eines Verwalters angewiesen, dass sie einen Job haben. Und dann heißt es, dieser Gutsherr geht auf den Marktplatz und stellt Leute ein. Und er macht mit ihnen 1 Denar aus. 1 Denar ist eine Währung, 1 Denar, ein fairer Lohn für einen Tag. Stell dir vor, du bist ein Tagelöhner, hast vielleicht noch Familie, Kinder, musst sie ernähren. Und dann betest du: Gott, bitte schenk mir heute Arbeit. Und dann kommt ein Gutsherr, stellt dich an. Wow! Praise God! Ich bin versorgt worden. Gott hat mein Gebet erhört. Gott schaut für meine Familie. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Und dann heißt es, der Gutsherr ist so ein großzügiger Mann. Alle 3 Stunden geht er wieder auf den Marktplatz. Einfach weil sein Herz großzügig ist. Dass er will, dass Menschen Arbeit haben, dass sie ihre Familie und Kinder ernähren können. Und dann heißt es sogar, in der 11. Stunde, eine Stunde bevor der Tag fertig ist, stellt er noch Leute an und die denken: Wow. Und jetzt kommt es zur Abrechnung. Im nächsten Vers steht: Es wurde Abend und der Herr des Weinbergs sagte zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die von der 11. Stunde kamen, erhielten sie jeder einen Denar. Stell dir vor, diesen Moment. Die nur 1 Stunde gearbeitet haben, kommen zuerst an. Und die bekommen 1 Denar. Und alle schauen da. Wow, was für ein großzügiger Gutsherr. Boah, 1 Denar für 1 Stunde, das ist ja mal richtig. Und dann denken die: Ja, dann was bekommen wohl wir? Wir haben ja den ganzen Tag, das ist so ein guter Arbeitgeber, da arbeite ich morgen nochmals. Und dann geht es weiter und jeder bekommt 1 Denar. Und dann kommen die den ganzen Tag gearbeitet haben und die stehen da und sagen: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und sie bekommen 1 Denar. Und im nächsten Vers lesen wir, wie das von sich ging. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr erhalten würden. Und auch sie erhielten jeder 1 Denar. Als sie ihn erhalten hatten, beschwerten sie sich beim Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die
wir die Last des Tages und der Hitze ertragen haben. Und sie, ist das nicht interessant? Von dankbar zu undankbar. Von happy und glücklich und boah, Gott versorgt mich zu. Was ist geschehen? Ich sag dir, was geschehen ist. Der Vergleich. Nur weil sie sich verglichen hatten. Das ist der einzige Grund, warum sie undankbar wurden. Der Vergleich zu den anderen. Hätten sie sich nicht verglichen, wären sie die glücklichsten Menschen gewesen auf diesem Planeten. Ich habe einen Job, ich habe Geld, ich bin dankbar. Aber der Seitenblick, links und rechts, vergiftet alles. Schau, die gute Nachricht ist, Gott möchte, dass es dir gut geht. Amen. Wir haben einen großzügigen Gott. Er möchte, dass du frei wirst von diesem Gift des Vergleichs. Er weiß, wir haben ein Problem damit. Deswegen gibt er unter anderem die 10 Gebote. Und das letzte der 10 Gebote an sein Volk Israel lautet folgendermaßen, 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder sein Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Ich liebe das, erzählt auf. Deine Frau, Haus, Frau, Mann, Sklave, nee, nicht Esel, auch nicht ein Rind, auch nicht die Kleider, auch nicht irgendwas. Begehre nicht, was der andere hat. Warum sagt Gott das? Weil er weiß, dass Vergleichen alles vergiften kann. Und für mich ist das hochinteressant, wenn wir die 10 Gebote anschauen, die letzten 5 Gebote, merken wir, das ist eine konsekutive Reihenfolge, die baut aufeinander auf. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und dann am Abschluss, du sollst nicht begehren. Und man könnte sagen, das ist wie die Zusammenfassung der 10 Gebote. Man könnte aber auch sagen, das ist das Grundübel des Menschen. Weil, wenn du nicht begehren würdest, was der andere hat, würdest du sehr wahrscheinlich nie Falsches aussagen über deinen Nächsten. Wenn du nicht begehren würdest, würde niemand auf die Idee kommen zu stehlen. Verstehst du? Weil du glücklich bist mit dem, was du hast. Wenn du nicht begehren würdest, würdest du nie die Ehe brechen. Ja, weil du happy bist mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Und dann würdest du auch nicht töten. Und du merkst, dass so die Fatalität nimmt zu in dieser ganzen Liste. Und wir sagen, ja, töten, das ist also richtig schlimm. Ehebrechen, das ist schlimm. Begehren, ein bisschen Neid. Kavaliersdelikt. Nein, das ist das Grundübel des Menschen, das alles andere erst auslöst. Weil wir nicht happy sind mit dem, was wir haben. Weil wir uns vergleichen mit dem Segen anderer. Stell dir eine Welt vor, in der sich niemand vergleichen könnte. Jeder von uns wäre der glücklichste Mensch, den es gibt. Also, du meinst es, dass du der glücklichste Mensch bist. Du weißt ja nicht, was du verpasst. Stell dir vor, wir könnten uns nicht vergleichen. Wir wären happy. Jetzt, die Frage ist, ich habe gesagt, dir geht es nach der Predigt besser als vorher. Wie werden wir das los? Wie werden wir vergleichen los? Und ich habe zum Anfang schlechte Nachricht für dich. Du kannst dich gar nicht vergleichen. Gott hat dich und mich so gemacht als Menschen und wir müssen vergleichen. Das ist etwas, was dich als Mensch auszeichnet, dass du dich vergleichst. Eine Kuh auf der Wiese isst ihr Gras, ist instinktgesteuert. Das muss ihr niemand beibringen und die wird auch nicht eifersüchtig, wenn das Gras der anderen Kuh grüner ist als ihres. Verstehst du? Die ist einfach happy, die isst ihr Gras. Was dich auszeichnet als Mensch ist, Gott hat das so in dich hineingelegt, dass du dich vergleichen kannst. Wir lernen als Menschen im Vergleich. In der Nachahmung beginnen Babys zu krabbeln, zu laufen, zu sprechen. Deine Persönlichkeit definiert sich nur im Vergleich, in der Abgrenzung auch zu anderen. Wir müssen vergleichen, deswegen sind wir Menschen. Und deswegen ist die Lösung auch nicht, es wäre schön, hör auf, dich zu vergleichen. Das kannst du gar nicht. Du musst dich ständig vergleichen, weil du ein Mensch bist.
Also, wo ist denn die Lösung drin? Und die Lösung wird schon angedeutet, ebenfalls in den 10 Geboten. Wenn das letzte Gebot das Begehrverbot ist und das der Ursprung des Ganzen ist, so ist im ersten Gebot die Lösung. Im ersten Gebot. Und wer weiß, was das erste Gebot ist der 10 Gebote? Das erste Gebot der 10 Gebote, sagst du jetzt vielleicht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber für die Juden ist das nicht das erste Gebot. Ich möchte euch vorlesen, 2. Mose 20, 1-3. Und Gott redete, hier beginnen die 10 Gebote. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wir Christen sagen, das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber für die Juden, und die haben das besser verstanden als wir, ist das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Sklavenhaus Ägypten. Das ist für die Juden das erste Gebot und hier ist ein Stück Evangelium schon drin. Was sollten wir eigentlich wissen? Gottes Gnade kommt zuerst, Gottes Erwählung kommt zuerst. Und wenn wir das verstanden haben, wenn das unser Herz ergriffen hat, dann werden wir keine anderen Götter verehren. Das ist ja logisch, weil sonst würde ich ja nicht leben, wenn er mich nicht befreit hat. Verstehst du? Dann will ich ihm auch folgen. Und für die Juden ist das erste Gebot. Und hierin liegt die Lösung für dein Problem mit Vergleichen. Du musst verstehen, dass Gott dir sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich mit Namen gerufen. Ich habe dich befreit. Ich liebe dich persönlich. Ja, ich bin auch der Gott von anderen. Schau aber nicht auf das, was ich mit anderen ausgemacht habe, sondern schau auf das, was ich mit dir habe. Ich habe eine persönliche Berufung für dich. Ich kenne deinen Namen, ich habe dich befreit, ich liebe dich. Gott weiß um den Mangel, den wir haben beim Vergleich. Er weiß auch, dass wir uns nicht vergleichen können. Die Frage ist nicht, vergleichen wir uns oder hören wir auf? Die Frage ist, mit wem vergleichst du dich? Mit einem Menschen links und rechts von dir oder mit Gott? Mit der Berufung und dem Segen, den er für dich persönlich hat. Und das war mein Gebet heute Morgen, dass dir das ins Herz rutscht. Dass Gott dich meint. Gott liebt dich persönlich. Gott hat einen Plan für dich. Individuell. Gott kennt dich mit Namen, hat einen Segen für dich, hat dich befreit. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Hier ist die Grundlage für alle Gebote. Für alles andere, alles fließt daraus, dass du verstehst, dass Gott es gut mit dir meint. Und Gott sagt, hör auf, nach links und rechts zu schauen, weil dann wird das verdorben und vergiftet, was ich für dich habe. Lass den Segen, den ich für andere habe, nicht dir das rauben, was ich für dich habe. Gott sagt, schau auf mich. Und es ist so spannend, wenn wir die Antwort des Weingärtners auf die unzufriedenen Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, lesen. In Vers 13 vom Kapitel 20 Matthäus sagt der Weingärtner, er aber entgegnete einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Und du siehst, was er tut. Er lenkt den Fokus auf die persönliche Berufung. Ja, was haben wir denn miteinander ausgemacht? Einen Denar. Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? Ich liebe die Direktheit in der Bibel. Wenn du ein Problem mit Neid hast, mit Vergleichen, Gott sagt dir heute, nimm, was dein ist und geh. Hast du ein Problem mit Vergleichen? Hier ist die Lösung. Was haben wir zwei ausgemacht? Das. Jetzt nimm's und geh. Schau nicht links, nicht rechts. Nimm es in die Hand. Und dann, nein,
Nein, nicht schauen, nimm's, sei dankbar dafür, schau's an. Und bevor du nach links schaust und nach rechts schaust, mach dir Scheuklappen von mir aus. Geh damit und sei glücklich. Freu dich ab mir, freu dich ab dem Herrn. So, das ist Gottes Lösung. Nimm, was dein ist und geh. Schau, und das ist deine Verantwortung. Das nimmt dir niemand ab. Niemand wird auf seinen Segen verzichten, dass du nicht neidisch sein musst. Niemand. Ich werde es nicht tun. Kann ich dir sagen. Ich bin gesegnet und damit gehe ich. Wenn du ein Problem damit hast, dass ich gesegnet bin, ist dein Problem. Nimm, was dir ist und geh. Ich möchte zum Schluss dir 3 Punkte mit auf den Weg geben. 3 Punkte aus diesem Text, was wir konkret tun können. Und ich möchte es so konkret machen wie möglich. Weil hierin liegt der Schlüssel, ob dein Leben nachher besser ist oder nicht. Nur wenn du das umsetzt. Wenn du es nur gehört hast und nicht umsetzt, wird dein Leben nicht besser. Also, seid ihr ready? Punkt Nummer 1, offensichtlich. Nimm wahr, was du hast. Wenn der Gutsherr dir sagt, nimm, was dein ist und geh. Wenn Gott dir sagt, nimm, was dein ist, dann musst du es mal wahrnehmen. Was habe ich denn eigentlich? Und bevor du links schaust und rechts schaust und dich vergleichst, ja, was habe ich denn? Was ist in meiner Hand? Schreib's dir auf, wenn du musst. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin gesund, ich habe Freunde, ich habe eine tolle Kirche, was auch immer. Werde dir bewusst, was du eigentlich hast. Nimm dir Zeit dafür. Und was habe ich hier in der Hand? Was habe ich in der Hand? Ein Tablet. Ich bin so dankbar für mein Tablet, wirklich. Also ich finde das wirklich super. Aber wenn du etwas hast von Gott, nimm es wahr. Begreife, was du hast. Verstehst du das Wort begreifen? Du greifst es. Du nimmst es in die Hand. Und dann sagst du, wow. Und dann machst du nicht so und nicht so, sondern wow, danke. Danke Gott für das, was du mir schenkst. Vergleichen vergiftet alles, aber Dankbarkeit desinfiziert. Vergleichen vergiftet, Dankbarkeit desinfiziert. Willst du wissen, was Gottes Wille für dein Leben ist? 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allen Dingen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott will, dass du und ich dankbar sind. Warum? Weil er will, dass wir höflich sind? Nein, weil er weiß, wir haben ein Problem mit Vergleichen. Er weiß, wir haben ein Problem mit Vergleichen. Er weiß, dass Vergleichen alles vergiftet und er weiß, dass aber Dankbarkeit alles desinfiziert. Nimm wahr, was du hast, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Sprich deinen Dank laut aus. Und das ist so wichtig jetzt, dass du das mitnimmst. Das Wort danken kommt vom Wort denken. Das heißt, du nimmst wahr, was du hast. Aber das Problem von den meisten von uns ist, wir belassen es beim Denken. Aber Dankbarkeit hat nicht nur was mit Denken zu tun, sondern mit Aussprechen. Mit Aussprechen. Sag laut, wofür du dankbar bist. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich bin nicht so ein positiver Mensch, das ist nicht so meine Charaktereigenschaft. Ich bin nicht so dankbar formatiert. Schau, wenn du Mühe hast mit Dankbarkeit, genau wegen Leute wie dir hat Gott das gesagt. Verstehst du? Gott sagt nicht, seid in allen Dingen dankbar zu Menschen, die sowieso dankbar durchs Leben gehen. Nein, er sagt das zu Menschen, die das Glas eher halb leer sehen als halb voll. Und das heißt, man kann das üben. Dankbarkeit kann man üben. Wenn du sagst, ich bin nicht dankbar, ja dann sei dankbar. Ganz einfach.
Wirklich einfach. Nimm, was du hast, nimm es wahr, sei dankbar, denke darüber nach und dann sag's aus, sprich's aus. Sag deinem Partner, wofür du dankbar bist. Sag Gott laut, wofür du dankbar bist. Dankbarkeit desinfiziert von diesem Gift. Vor ein paar Wochen haben meine Frau und ich habe so eine App installiert und an einem Abend, das ist so eine Beziehungs-App, gibt's. Und da war so ein Spiel drin, ein Dankbarkeitsspiel. Und in diesem Dankbarkeitsspiel, das ging so, die Regeln gehen so, jeder muss abwechselnd dankbar sein, also aussprechen, wofür man im Leben dankbar ist. Und dann wechselst du dich ab und der zuerst aufhört, hat verloren. Wow, mega tolles Spiel, du brauchst keine App dazu, du kannst das einfach so machen. Abwechselnd, und dann haben wir angefangen. Es war ein bisschen komisch, wir saßen auf dem Sofa und dann haben wir angefangen. Dann habe ich gesagt, ich bin so dankbar für unsere Family. Meine Frage ist, ich bin so dankbar für unsere Kinder. Ich bin so dankbar für unsere Wohnung. Ich bin so dankbar für unsere Kirche. Wir haben so ein tolles Umfeld, so viele tolle Menschen in unserer Kirche. Für unsere Eltern, für unsere Schwiegereltern oder deine Eltern. Und wir sind hin und her, wofür wir eigentlich dankbar sind. Und wir sprechen es aus. Und ich sage dir, du bist nachher glücklicher als vorher. Als vor dieser Übung. Und dann war das zweite Spiel folgendes. Dann ist das Level 1 war das, jetzt kommt Level 2. Level 2 ist, du musst jetzt dankbar sein und aussprechen, wofür du dankbar bist in deinem Partner. Und der zuerst aufhört, hat verloren. Dann beginnst du, ich bin so dankbar, dass du so toll mit unseren Kindern bist. Ich bin so dankbar. Und dann geht das hin und her und hin und her. Und ich sage dir, Dankbarkeit kannst du üben. Und wenn du willst, dass dein Leben besser wird und du glücklicher wirst, sei dankbar. Denk nicht nur darüber, sprich's aus. Ich habe letztens abgemacht mit einem Ehemann, der hat Probleme in seiner Ehe. Dann haben wir so ausgetauscht und so und er hat Mittag gegessen. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich bin eigentlich so dankbar für meine Frau. Ich bin so überarbeitet in meinem Job. Ich bin so dankbar, dass sie gut zum Haushalt schaut zu Hause. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du ihr das mal gesagt, dass du dankbar bist? Nein. Und ich habe gedacht, du bist so ein Pflock. Du bist so ein Holz. Das ist wirklich, also, und wir lachen jetzt, wir machen das ständig. Wir denken, wir danken aber nicht. Wir machen das ständig. Das ist wie ein Elfmeter, der dir serviert wird und du entscheidest dich, nee, den schieße ich gar nicht. Versuch's nicht mal, den reinzuschießen. Es ist absolut bescheuert. Wir müssen sagen, was wir toll finden. Aussprechen. Punkt Nummer 3. Renn damit. Nimm wahr, was du hast. Denk drüber nach, was du hast. Danke dafür und dann geh. Bevor es dir in den Sinn kommt, nach links und rechts zu schauen, geh. Nimm, was dein ist und geh. Wuchere damit, investiere damit. Setz dich damit auseinander, vermehre es, sei glücklich darüber. Du musst verstehen, Gott hat dir Dinge anvertraut, die er dir gegeben hat, damit du damit rennst, damit du das gut verwaltest, damit du das zum Aufblühen bringst. Und schau, wenn Dankbarkeit desinfiziert, dann möchte ich das tun. Ich mache das so mit meinen Kindern, wirklich, bewusst. Meine Kinder, ich habe genug Gründe, um mich zu nerven, wirklich. Boah. Aber ich mache das bewusst. Ich schaue meinen Kindern in die Augen und sage, Timea, meine Tochter, ich gehe auf die Knie und sage, Timea, ich möchte dir was sagen. Und dann ist sie irgendwie beschäftigt und ich sage, schau mir in die Augen. Und dann sage ich ihr, Timea, ich habe dich so lieb. Und dann sagt sie, ja, und doch, Timea, hör mir zu. Du bist so ein tolles Mädchen. Ich mache das bewusst, regelmäßig. Und wenn ich meinen Kindern sage, Theo, ich möchte dir was sagen. Und wenn ich auf die Knie gehe und du musst uns nicht immer sagen, dass du uns lieb hast. So kommt dann, ich so, doch. Dann sage ich ihr,
dann sage ich meinem Sohn, du bist so ein toller Junge. Ich habe so Freude an dir. Habe ich ja, es ist ja nicht gelogen. Ich habe so Freude, aber ich spreche es aus. Meinem 2-jährigen Sohn sage ich das. Ich bin so dankbar für dich. Du bist so intelligent. Du bist so kreativ. Ich habe so Freude. Wenn ich dich sehe, habe ich Freude, empfinde ich Freude. Und ich sprich das aus. Warum? Weil ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat, gehen will, rennen will. Ich könnte es mir vermiesen lassen, indem ich mich vergleiche mit dieser Familie und der Familie und die gehen so in die Ferien und blablabla. Ich könnte meine Ehe mir vermiesen lassen, indem ich mich vergleiche. Aber ich möchte mit dem rennen, was ich habe. In Lörrach habe ich diese Predigt gehalten und ein Mann kam auf mich zu und hat gesagt, oh, das hat mich so berührt, dass du das mit deinen Kindern machst. Ein älterer Mann und hat gesagt, ich hätte das auch tun sollen mit meinen Kindern. Und dann habe ich gesagt, ja, leben deine Kinder noch? Ja, wie alt sind die? Meine älteste Tochter ist 40 Jahre alt. Und ich so what? Bist du dankbar für deine Tochter? Ja, mega. Dann schau ihr in die Augen und sag's ihr. Also, und er schaut mich so an, ja, das könnte ich eigentlich machen. Ja, verstehst du? Nimm wahr, was du hast. Sprich's aus und dann investiere, renne damit. Und ich möchte, dass du diese 3 Dinge umsetzt, weil die werden dir gut tun. Die werden dir als Familie gut tun. Vergleichen vergiftet, aber Dankbarkeit desinfiziert. Ich möchte gerne beten zum Abschluss. Ich möchte für dein Leben beten. Für das, was Gott dir geschenkt hat. Dass du eine Perspektive bekommst für das, was du hast und nicht für das, was du nicht hast. Und dass du diese Dinge umsetzen kannst. Vater, ich bitte dich jetzt für all die Leute, die heute hier in der Halle sind oder online zuschauen. Du bist so ein guter Gott. Du bist so ein großzügiger Gott. Und ich bitte dich, schenke uns Augen für das, was du uns geschenkt hast. Hilf uns, dankbare Menschen zu werden, zu bleiben, dankbarer zu sein. Vater, du siehst all diese Dinge, diese Vergleiche, diese Seitenblicke, die uns alles verderben können. Hilf uns, auf das zu schauen, was du für uns hast. Schenke uns die Kraft, damit zu rennen, damit zu gehen und glücklich zu sein. Vater, ich bete für jede einzelne Person heute hier, die vielleicht verbittert ist und das Gefühl hat, das Leben hat sie gezeichnet und ist ungerecht. Und Vater, du siehst all den Schmerz und ich möchte das nicht kleinreden, aber Vater, ich bitte dich auch für diese Person. Schenk du ihr einen neuen Blick für das, was du vorbereitet hast für sie. Amen. Amen.